Heute bin ich wieder mit der GoPro Hero 6 Black unterwegs und ich teste jetzt einmal den Bildstabilisator. Allerdings funktioniert der nur bei 4K und 25 Frames, aber nicht bei 50 Frames. Und bei allen anderen Videoformaten funktioniert der sowieso. Ich filme jetzt mit 4K und Videostabilisierung ist eingeschalten. Ja. Es ist arschkalt, wir haben minus 7 Grad. Also wie gesagt, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Firmware-Update hat sehr gut geklappt. Das ist das neue Firmware-Update 1.60 oder wie das heißt. Und ja, funktioniert meines Erachtens tadellos. Ob da jetzt irgendeine Verbesserung dabei ist, wie zu der vorherigen Firmware, kann ich leider nicht beurteilen, weiß ich nicht. Wichtig ist, dass es funktioniert und mehr will ich eigentlich nicht. Ob der Videostabilisator einen Gimbal ersetzt, glaube ich nicht, weil dann wäre vielleicht der Preis, weiß ich nicht, also wenn dieser super toller Bildstabilisator wäre, wie ein Gimbal, dann würde vielleicht die GoPro 700 Euro kosten oder 600, weil es gibt schon Top Gimbal und den kann die GoPro nicht ersetzen. Ja, wie gesagt, der Ton kommt von den Olympus Diktiergerät. Ja, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Kommt schon wieder ein Auto. Den ganzen Tag kommt kein Auto nicht. Also wie gesagt, das ist das Olympus Diktiergerät, was ich gesagt habe. Das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man den großen Zoom nicht mitnehmen will, weil ich stecke jetzt einfach bloß da rein, im Hosensack. Ja, und das Kabel sieht man nicht mehr und gut ist. Und da ist das Rode Lab Plus, oder wie das heißt, das Rode Lavalier-Mikrofon, und mit dem bin ich sehr zufrieden. Also es ist verdammt kalt, wow, Wahnsinn. Ist schon zapfig. Wie gesagt, nächste Woche wird es noch kälter. Da soll es ja bis zu minus 20 Grad werden. Ob das bei uns wird, ich glaube es nicht. Ich schätze mal so minus 12, minus 13 Grad. Kälter wird es nicht. Was gibt es noch zu der GoPro Hero 6? Also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Akkulaufzeit kann jetzt definitiv auch nichts sagen. Locker über eine Stunde. Ich habe allerdings die Displayhelligkeit auf 10% runtergeschraubt. Das ist schon mal ganz wichtig. Und was viele auch nicht machen, ist den Pipston ausschalten. Dann habe ich die ganzen LEDs ausgeschalten, bis auf die hintere. Also da leuchten auch nicht mehr so viel. Und also wenn man alles ein bisschen zurückpegelt, also 10% die Displayhelligkeit und den Pipston ausschaltet, ich sage jetzt einmal eine Stunde, 30 Minuten komme ich hier, wenn ich die Kamera so durchlaufen lasse. Geht. Und dass sich der Akku selbst entlädt, kann ich jetzt eigentlich nichts sagen, weil ich habe WLAN, Wi-Fi, habe ich alles abgeschaltet und er hat es jetzt nicht entladen. Er war jetzt bei mir 99%. Gut, ich habe es gestern noch mal kurz eingeschaltet, wie ich es aufgeladen gehabt habe, aber jetzt war es wieder bei 99%. Und jetzt haben wir
Jetzt muss ich mal hinten schauen. Okay, es ist arschkalt, 90% hat der Akku jetzt. So. Okay, ich gehe jetzt wieder weiter und also wie gesagt, es gibt der eine schwärmt auf Sony, der andere mag die GoPro, der andere mag die No-Name-Produkte, die billigen. Und jeder hat da seine Vorlieben, was für Action kommt. Ich bin halt Liebhaber von den GoPros, weil sie wirklich tadellos funktionieren, ohne mit der Wimper zu zucken. Also mir ist noch keine abgestürzt oder wie und super Bildqualität. Also ich bin zufrieden damit. Also definitiv. Das Mikro habe ich bloß da reingehängt. Und ja, so in der Not geht das schon. Gut, das war's von meiner Seite her. Also wer sich die GoPro Hero 6 Black kaufen will, meine Empfehlung, kauft es euch. Wenn euch die 414 € nicht zu viel sind, kann man ohne weiteres zuschlagen. Ja, muss jeder selber entscheiden. Also ich bin zufrieden und mehr will ich nicht. Also mit diesem Sinne noch eine schöne Woche. Wochenende haben wir ja auch nicht mehr weit hin. Morgen haben wir Freitag. Ja. Und dann schauen wir weiter. Also draußen jetzt ein Kochvideo drin. Also mir wäre es zu kalt. Also dann ohne Handschuhe sowieso. Aber wenn man mit der GoPro rumhändelt und nebenbei andere Sachen macht, da sind die Handschuhe unpraktisch. So, dann werden wir dann zu Hause schauen, wie es ausschaut mit dem Bildstabilisator. Also mit diesem Sinne, ich wünsche euch was. Helmut, die Anker Filmschmiede. Danke fürs Zuschauen. Und wenn einer gerne ein Abo da lässt, würde mich freuen. Und ansonsten, also ciao, servus, bis nächstes Mal.